Wenn wir für rund 4 Wochen, ziemlich genau 4 Wochen, diskutiert haben mehr als Link gesagt, dass wir den dote Projekt nicht mitstimmen, weil wir fanden, dass die Mesuren gegen Ziel, nämlich eine Reduktion von Neuinfektionen, feiern, mit einer disproportioniert incisiv Mesuren affeieren. Demut Stungeschei an schon festgestellt, dass 12 von den aktiven Infektionen 3-mal mehr hoch waren wie auf der Spitze von der ersten Welle. Losstehende an du hast die 12,5-mal so hoch wie Pick von der ersten Welle. Demals hat man eine Moyenne von Neuinfektionen über den Woche geguckt, pro Tag von etwa 600 Neuinfektionen. Haut sind wir bei 550, also just den ganz kleinen Trend nur innen. Demals hat man 150 Hospitalisationen, heute haben wir da 230. Demals hat man einen großen Trend nur oben von Neuinfektionen, heute haben wir einen kleinen Trend nur innen. Das sind die plakischen Fakten. Und ich meine, dass den etwas aber festhalten kann, dass die Mesuren, die demals getroffen sind, nicht unbedingt ihr Ziel erreicht haben. Wir werden wir schon heute stehen und diskutieren müssen. An verschiedenen Redner sind wir schon darauf eingegangen, den Rapporter hat es genannt, wie wenn da so eine Auseinandersetzung zwischen Herz und Verstand, wie den Herr Baum hat gesagt, wie faktenbasiert Decisionen, die geholt gehen, an der Majorität gibt eben nicht den Einzelnen gehen, mehr im Land. Ich meine, dass es jit verrengen an der Santé-Kommission im Land gegangen ist, und nicht den Einzelnen. Und ich meine noch, dass jit Verein versicht wird mit Verstand, auf die Situation zu reagieren, und nicht mit dem Herz. Just, dass wir es eventuell nicht eins darüber sind, was der Verstand, was dem dann zugrunde liegt. Und da ist nach immer als Hauptkritik, dass es kein wissenschaftlich Donne sind, aufgrund von denen wir verschiedene Mesuren hautlo holen werden. Weder Donne, die als eigen Rechercheservice, Rechercheinstitutionen abgerufen haben, nach Donne, wo wir es Ausland, komparable Situationen darunter orientieren. Und das ist eigentlich die zweite Etappe, die wir heute dann franchieren, zum Sündefall vom 29. Oktober, wo man die Feldbasis vom Verstand, vom Faktenbasierte, von der Verhältnismäßigkeit, auch von den Erfahrungswerten, die wir an der Vergangenheit, an den 6 Monaten drin gemäht haben, verlassen. Demals, also Couvre-feu gefordert ging, den wenn der Lo aber so kann, aber den Demos schon vorausgesehen, an der dort davor nicht so wesentlich Männerkontakte gefordert wird, und hat gut kein, aber wirklich gut kein neue Erfahrungswerte als gehen, war immens intensiv, weil die Leute quasi an einer bestimmten Auerzeit daheim angesperrt wird, sind Kollateralschäden. Sie bis heute nicht zu Lützeburg aufgesehen, gehen aber internationale Etüden, die sagen, dass den Couvre-feu, die so intensiv Mesure, gerade am Bereich von der Santé mentale und am Bereich von der häuslichen Gewalt, eine wichtige und eine ganz negative Rolle spielt. Say no to violence. Ja, mehr Gesellschaft muss auch die Kader dafür schaffen. Und es penalisiert die Couvre-feu für allen Daylight, die auf Schichten schaffen. Und die rundherum hier schichten auch die Spitäler auf Schichten schaffen, die gut kein soziales Leben mehr haben, respektive denen hier soziales Leben ganz stark eingeschränkt ist. Und das ist auch nicht so, wie wenn für 4 Wochen Schrittteil gestanden hat an einen anderen Propos gemäht haben. Ich habe proposiert, kann man machen einen ziblierten Lockdown. Kann man machen. Kann man gehen dahin und machen den Eureka-Bereich zu, weil es zumindest am Ausland Indizien dafür gibt, dass das ein Vektor kann sein von Ausstechungen. Weil es evident ist, dass er sich nicht schützen kann, weil er weder Maske nach 2 Meter Abstand anhalten kann. Das habe ich schon einen Moment gesagt. Ich weiß, dass das haut, da soll
umgesetzt sind. Mit froh kann ihn sich aber stellen, ob das nicht schon vom Zeitpunkt, ob das nicht hat können, echter geschehen, wo man auch mehr en face gewirrscht wären, mit unseren Notbeschländer, wo Zölle massiv raufgegangen sind, wo man auch da hätte können en face sein, weil in einer Gesellschaft, wo man wissen, von 200.000 Frontalien eventuell gar nicht unwichtig gewirrscht wird, dass man an einer gewissen Koordination mit unseren Notbeschländern gewirrscht wären. Schon noch gesagt, natürlich muss man, wenn man das machen, zibliert helfen. Ich gesehen, dass das Gesetzesprojekt deposiert gehen, wo man hoffen, so sehr wie möglich dann hier an der Chamber drucken, den eben genau zibliert helfen vorgesehen. Just eben, mich spät, ob die zibliert helfen dann heiß genug sie zibliert genug, sie wird man nach Diskussionen Möglichkeit und darüber zu diskutieren. Mir alles da, dass das also Zeit versagt, mich spät kommt. Man darf auch nach enger einer großer Ausnahme. Nämlich der Bereich vom nicht mehr nachvollziehbaren, vom Irrationalen als mir groß gehen. Und dazu nicht nur die 4 Oppositionsparteien, die eben keinen Block durchstellen. Und auch wenn ich ein Journalist so in der Dispartei Mesuren nicht verstanden sind, da kann ich mich nicht äußern, dafür was CSV dezidiert, was Piraten dezidieren oder was HDR dezidiert. Die Diskussion soll man abhalten. Weil für uns alle seht, dass das nicht faktenbasiert und nicht kohärent ist. Das sieht neben den 4 Oppositionsparteien dann auch noch den Staatsrat. Das sieht nach Menschenrechtskommission. Das sieht Salariatskummer. Dass das nicht kohärent ist. Und dann muss ich aber sagen, Herr Engel, dann ist es aber nicht an der Reihe, dass all denen Institutionen viel geheitert, die, ich zitiere, Gravität von der Situation nicht verstanden hätten. Das geht doch nicht, dass ich einfach Institutionen wie dem Staatsrat oder das Salariatskummer erstellt, dass die nicht verstanden hätten. An denen 29 von 60 Deputierten auch. Ich meine, dass das nicht die richtige Vorgehensweise ist und dass wir es sollten versichern, ob den Terrain vom rationalen Argument, von der rationalen Auseinandersetzung beginnen. Mehr stimmt das hier nicht mit, aber ich will probieren, erst zu erklären, was für uns nicht rational und nicht nachvollziehbar und dadurch nicht wirksam am Kampf gegen den Virus ist. Erstens, und da brauche ich nicht mehr anzugehen, mit das Untergang an den Diskussionen, die Couvre-feu, den an Eisern unnütz und absurd ist, wird nach ein Kehr verlängert. Allein das wäre schon ein Grund für das heutige Gesetz nicht zu stimmen. Dann gibt es eine Mesure, wo ganz viel diskutiert wird, da draußen, wo ganz viel an der Kommission darüber diskutiert gehen, ist, dass die Regel, wie Ménagen, wohin sich privat noch kann treffen. Und ich bleibe einfach dabei. Es ist ein sanitären Point de vue, als 2 plus 3, 5, und 3 plus 2, als auch 5. Und der kriegt das die Leute da draußen nicht erklärt, erwandert nicht erklärt kriegt. Mit dann halen die Leute sich nicht tun, oder fanne wer, vier zu im Gehen. Das ist dafür nicht rational. Das soll ich nicht machen, weil es nicht zielführend ist am Kampf gegen den Virus, weil es nicht auf die Akzeptanz trifft. Und es feiert dann dazu, dass effektiv nämlich die Familie mit der Kannarbeit Bumi an den Bupi gehen, mit der Bumi an den Bupi, dann bei der Familie mit der Kanner wird gehen. Das Resultat wird in fine aber, was die 2 Bühlen angeht, auf Leute, die auf einer Platz zu Summe sind, wird sich nicht ändern. Und das wird schon auch der Staatsrat gesucht, das wird auch Salariatskummer gesucht, das wird all die Institutionen auch angemängelt. Und so wer abgemäht, der Staatsrat wird sogar gesucht, mehr sie los schon auferstanden, wandert einfach so ein Ménage an eine Ménage, die können zur Summe kommen, auf Herde Jastelack. Mir auch du hat einfach die Majorität auf Stuhl geschaltet. Das muss ich einfach so. Und hat nicht die Ouvertüren, die du gemäht gesehen, an die große Schritt zur Akzeptanz gewesen wären, angeholt. Den anderen wichtigen Bereich ist den von den Aktivitäten, die zugemäht gehen. Es sind da ein ganz Rutsch dabei, mit denen nicht auferstanden sind, schon für gesagt, den Horeca-Bereich. Und du guckst nicht nur einzelne, weil ich gucke nicht nur mehr. Es sind nämlich mehr DAX am Horeca, mehr Zeit für mein Leben verbringe ich am Horeca-Bereich wie am Theater. Und trotzdem fand ich es richtig und korrekt, weil das für mich nachvollziehbar ist. Ich fand das doch nachvollziehbar, was Spielhallen angeht. Ich kann auch Etüde gelesen, auch wenn es just wenig Indikateure gehen, dass das für den Sport stimmt. Ich habe aber kein gelesen, wo es für Kino und Theater gilt. Ich habe aber gelesen, wo es für Kulte gilt. Und da muss ich sagen, es geht nicht darum, Kulten oder den Kultur gegen den auszuspielen. Mit der madet aber, der schreibt einen Artikel
3 Tage, wo die 2 Sachen an engem einzigen Artikel zusammenstehen. Der Staatsrat sieht auch immer, das nicht. Das bringt absurd Diskussionen mit 2 getrennten Artikeln, weil es sind 2 getrennte Bereiche. Nee, das ist aber nicht gemäht geht. Das lohnt immer den Artikel 3 Ter. An Kultur ist nicht irgendwie ein persönlichen Desiderata. Also, das ist ein Teil von einem Recht, von einem Menschenrecht, was auch schon 2013 an der Regierungserklärung von dieser ersten Auflage von Koalition Drastung. Dafür sollen wir auch nicht Hierarchien aufhören an die eng Rechte oder die eng Grundprinzipien gegen die einer ausspielen. Und dafür meine ich auch, ist sie nicht dafür, dass die Kirche sollen zumachen. Wirklich nicht, das ist gar nicht mein Propos. Ich würde sagen, wie wenn wir faktenbasiert wollen sind, da können wir doch nicht auch die Bereiche zumachen, wo bislang nur weiß ich überhaupt kein Clusteren, weder zu Lützeburg noch am Ausland entstanden sind. Und macht mir absurd gedacht, bei der Musikschule, wo den Staatsrat da gesagt hat, sie der ist bewusst, wenn der das macht, da gehen Musikschulen zu. Darüber antwortet die Regierung dann, nee, wir haben eine andere Interpretation, dass nämlich alles das, was dem Enseignement fällt, das ist spezifisch regeln, dürfen ist das dann nicht so. Und wenn ihr den Rapport liest, da steht dann wirklich dran, dass die Aktivität musikal, die unter der Tutelle vom Enseignement sind, die sind erlaubt. Und die Aktivität musikal, die unter der Kultur sind, die sind nicht erlaubt. Es können aber durchaus dieselben Aktivitäten sein. Das ist doch nicht rationell, das ist nicht nachvollziehbar. Für Leute, just ob den E-Minister DP gefordert, dass den anderen von den Geringen gefordert, dass das erlaubt oder nicht erlaubt. Das ist doch nicht richtig, das ist doch keine Kohärenz. Die Frau von den Kantinen ist abgeworfen, als die Frau, dass Herr Roth, die Frau, da gesagt hat, wie ist dann mit den Kantinen an den Spitäler? Aber wenn es kleft, Personal an den Spitäler kriegt doch nicht hier Essen auf Zimmer geliefert. Soll es dann mit den Covid-Kranken zusammen und die Maske essen? Das ist doch nicht richtig. Weitere Probleme. Rassemblemente. Heißt es lo, Rassemblemente über 4 Leute, 2 Meter plus Maskepflicht. Da so eine an der ganz vielen Bereichen wird das nicht möglich sein. Wie sieht es dann aus auf Fußgängerzonen? Als dann den an einer bestimmten Situation, dass den eventuell aus einer Gare rausgeht, wo viele Leute an Draufen oben kommen, können die dann überhaupt das anhalten, die 2 Meter an Maskepflicht, ohne dadurch riskieren ein Protokoll zu kriegen. Police hat den spengenden Herr Wieselans für drunter abgegangen hat, selber gesagt, das können wir nicht kontrollieren. Wird nicht mehr sinnvoll, wir machen einfach klare Regeln. Wie, da ihr seht, man überall da, wo kein 2 Meter angehalten ist, absolut Maskepflicht. Überall da, eine einfache Regel. Klar, nachvollziehbar. Die Zeit lief mir davon, ich gesehen, ich kann nicht auf die Schule angehen, weil die Schule ist schon irgendwie extraterrestrisch. Du gehst nicht an der Logik von Propagation vom Virus. Ich dürfen als Schluss Folgendes nachsuchen. Die Regeln, die haben sich 20 Mal sind dem 16. März geändert. Das hat der Parquet ausgesucht. An einer Entrevue. Und dass sie Probleme haben mit all den PWen, die bislang ausgestaltet sind, für was festzustellen. Mit welchen Regeln wird da gegolten, den 22. Juli, und welchen wäre es schon mit dem 4. Oktober. Und wenn der Parquet und Police Schwierigkeiten haben, an dem Konvolut von Regeln, an Regelsänderungen, darüber durchzublicken, wie sollen die normalen Bürger das dann alles machen? Und dafür muss man aufpassen, dass man nicht die ganze Responsabilität immer nehmen auf das Verhalten von den einzelnen Bürgern hinlenken. Man muss eine Kollektivverantwortung holen an der Prävention, an der Sensibilisierung. All die, wir haben so viele Motionen angehen, was das angeht, von Desinfektoren, Masken, Gemengen, die wir als Partner anholen, wo ich auch überhaupt nicht weiß, wie das weitergegangen ist. Santi hat auch eine Person delegiert, die für Gemengen responsabel wie nicht mitgekriegt, dass terrible viel Prävention oder Sensibilisierung selbst bis gemäht gehen. Sozialökonomische Aufforderung, partielle Lockdown, wachsen, letzten, allerletzte Satz und dann halten ich ob, ja, das ist richtig, die soll, muss gratis gehen, für du auch alle Ambiguität aus den Weg zu gehen, als natürlich auf freiwilliger Basis. Ich habe bis nach Kelantere, was gesagt wird, dass es eine Impfpflicht gibt, da verkommen kein Falschdebatte, natürlich auf freiwilliger Basis, und ich meine, dass bei Banden noch die Unanimität von den Leuten, die das so meint. Merci.